Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich wollte am Namen von der CSV-Fraktion eine Proposition de loi in der Chambre deposieren über den Heißleistungssport. Also kurz vor der Olympiade hat es wichtig geschehnt, auch am Sport ein Zeichen zu setzen. Es geht heute zwar den Sportiv d'Elite-Niveau mondial, aber wir sind überzeugt, wenn ich noch den Breitensport will promovieren, da braucht groß, aber bekannt Aushängeschilder unterstützt, die nicht Henke gelassen gehen. Heißleistungssportler sind ganz oft nach ihrer sportlicher Karriere in ganz prekäre Situationen am Mirkenrecht durch, dass sie all berufliche Perspektiv verbaut haben, an ihr Zukunfts- und Spiel gesetzt haben, für als Frauen vom Land überall auf der Welt auf höchstem Niveau zu repräsentieren. 2005 haben wir ein Sportgesetz gestimmt an eine ganze Reihe von gut und sinnvollen Mesuren zum Heißleistungssport angefordert. Unter anderem das Statut d'Elite für die Volontäre von der Armee, den den Heißleistungssport während seiner sportlicher Karriere zwar finanziell aufsichert, an eine Reihe von beruflichen Perspektiven mitbringt, aber keine generelle Antwort auf die Komplexität von den verschiedensten Situationen von unseren Top-Sportlern gibt. Nur Analyse vom bestehenden System fanden wir wenigstens, das Sportgesetz über den Elitesportler muss ergänzt gehen und das für allem Dual-Karriere, das heißt Kombin Sport-Schule, Kombin Sportberuf unbedingt besser muss aufgesichert gehen und noch gefördert gehen. Das ist als CSV wichtig, dass man eine parallele Unterstützung muss gehen zum Elitesportler an der Armee, für die Sportler, die neben ihrem Sport auf hohem Niveau auch nach Schule meistern. Das talentierte Athleten müssen zumindest unserer Meinung nach genau so finanziell unterstützt gehen, wie die Sportsektion von der Armee wählen. Für die Sportler, die es eventuell packen könnten, an ein Halbfinal oder sogar an ein Final, auf einem Top-Evenement zu kommen, soll ein finanziellen Ausgleich ermöglicht gehen, wenn sie während enger oder ein paar Saison an ihrer Präparation auf die Olympischen Spiele sich 100% ihrer sportlicher Karriere widmen, für ein wirklichen Top-Resultat fertig zu bringen. Es ist auch klar, dass nicht nur die Heißleistungssportler für diese Organisation auf Frage kommen, die in der Definition von den Kriterien fallen und natürlich kein heiß dotiert Vertrag haben. Herr Präsident, ein anderer wichtiger Punkt von der Proposition de loi sorgt für eine enge Zusammenarbeit mit dem Komitee Olympique, wenn es um die Insertion de l'emploi à l'emploi von den Heißleistungssportlern geht. Hier sollen wir stellen wir ein Partnerariat zwischen den Sponsoren, dem Komitee Olympique und dem Heißleistungssportler vor, den es ermöglicht, mit einem flexiblen Horaire Erfahrungen am Betrieb zu sammeln, aber wenn der Chef überzeugen konnte, für seine Qualitäten und seine Charakterzüge eine eventuell Perspektive kriegt, für ganz Gestalt zu gehen. Ein Punkt, den mir besonders Herz liegt, und das ist auch schon die letzten, aus den von der Schaffung von einem Service de Guidance für jung talentierte Sportler anzufeiern, den sie begleitet, wenn sie den Weg an das Ausland wollen, für ihre Sport mit den Studien zu verbannen. Hier muss sich eine Experienz und Kontakte mit dem Ausland mit der Zeit aufgebaut gehen, die als Erfahrungen liefern, wo wir als beste Sportler können hinschicken an ihre spezifischen Sportarten, für die sie mit den Besten auf der Welt trainieren und studieren können. Und da muss man ihnen ein professionell Steib gehen, für sie dort zu platzieren. Viel zu viel oft geht wertvoll Jahre verloren, weil der falschen oder den Erstbesten schwer geholt gouf an de Sportler als eng Familie allein gelos goufen. Am Service de Guidance sollen sie nicht nur bei ihrem Schwar unterstützt gehen, wie auch bei administrativen Hürden geholfen kriegen, gerade so wie Admissionsprozeduren. Schlussendlich sollen noch die paralympischen Athleten von diesen Avantagen profitieren können. Es ging also ein paar Ziele verfolgt, als ein Heißleistungssportler, die auch studieren, die nämlich Unterstützung zu geben, wie wenn sie das Statut volontär von der Armee wählen, Möglichkeit, sich praktisch professionell auf die Olympiade vorzubereiten, wenn sie auf Froh kommen für ein Top-Resultat, sie besser auf ihrem Weg an ihrem Sport zu begleiten, wenn sie den Schritt an das Ausland fuhren, eng besser Perspektiv für ein Werbest, wenn sie abgehalten haben an nur ihrer sportlicher Karriere also, an eng besser Unerkennung von den paralympischen Sportlern. Herr Präsident, es ist überzeugt, dass diese Proposition de loi nicht nur die besser aufsichert, die praktisch schon von Spielschutzalter an sein Leben für den Sport hergibt,
Me sie wird eng ganz Reihe, eng ganz Bewegung an unsere Sport bringen, von ihr weiß, der Zukunft der Sportler mehr Unerkennung und dadurch mehr eine hohe Stellenwert an unserer Gesellschaft kreieren. So, ich merci und ich wollte just sagen, dass wir die dorten Proposition de la unangenehm an unserer Fraktion gedrohen haben und dafür so eine Menge Kollegen ein großes Merci. Merci. Auch ich kenne Jacques vom Depot von der Proposition de loi.